Welkom bij deze nieuwe video. Ik freue mich, dat je dabei bist. Und für dich heute ein ganz besonderes Thema für die sitzt. Das ist alles anders, was ich hier reingemerkt habe. Und das ist extra für diese. Mein Name ist Gabriele Kroon. Und das Thema für dich ist Gott aus Voda. In einem vielen Video habe ich angefangen, wat is de dreieinigheid, 3 in 1. Wat is Gott aus Voda, Jesus ist Sohn und der Heilige Geist. Und ich möchte nu wieder nennen gehen, von den Punkt nennen, Gott aus Voda. Wer ist Gott wirklich? Was tut Gott? Was ist das wirklich für mich als Person? Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir die alle drei kennen. Dass wir wissen, dass die da sind, aber dass wir die wirklich kennen. Und das sind viele, die sich bekehren im ersten Moment, die haben eine Begegnung mit Gott. Die sehen Gottes Gegenwart. Aber einmal hier dort ab, sie haben keine frische Begegnung wirklich mit Gott. Sie haben sich bekehrt und da sind sie stehen geblieben. Vielleicht bist du auch eine Person, du hast dich bekehrt, aber wieder glaubst du, dort ist hier nichts mit dem Glauben, dort ist hier nichts, dort merkt kein Unterschied. Und der Unterschied ist da, wo wir Gott wirklich kennenlernen, wo wir Gott aus Voda kennenlernen, wo wir die Dreieinigkeit kennenlernen. Und da will ich von dir gehen mit Gott aus Voda. Wer ist Gott für die? Wer ist Gott? Ist der Gott bloß hier oben irgendwo in der Welt gemerkt hat und sagst, sieh, ich weiß eigentlich, das gibt einen Gott? Oder sagst du, okay, Gott ist wirklich mein persönlicher Vater. Ich habe eine Beziehung mit ihm. Ich kann ihn und er kann mich. Und von der aus erstes möchte ich dir einen Vers verlesen in der Bibel, in Reema 8, Vers 15. Ein Wasserport davon. Die haben einen Geist gekriegt, der den Gott annimmt aus seinen Kindern und die am Anrufen aus Voda, Leiber, Voda. Viele Übersetzungen sagen aber Padre. Das ist aber Voda. Aber es ist einfach die Bedienung dafür, dass das noch deeper ist als bloß ich gleich die oder ich leib die wie zum Partner sein will, sondern aus aber Voda, aus Leiber Voda zu sein, ist noch viel deeper, als was wir menschlich geben können. Das ist noch viel deeper, als wir fleischlich untereinander geben können. Diese Leib, der ist rein und der ist gut. Und das müssen wir kennenlernen. Dort will ich dir von dir ein Beispiel wiesen. Ich habe hier eine Gruppe mit Voda, eine Korn mit ganz einfach naturalen Voda. Das ist das Kuffel, das ist so, wenn ich das sehe. Ich sehe das Kuffel, so was ist es, wenn ich sehe normal kalt. Es ist, wenn wir geboren worden, wir haben Sünde, wir sind kalt. Am Jährlichen sind wir so kalt. So wenn ich hier nu eine Lage heute nenne, dann bleibt es immer noch kalt, das Kuffel. Ich kann es noch einmal holen, das bleibt gleich so kalt. Das ist gleich so, okay, ich habe Bekehrung. Ich sehe einmal, hat Gott begegnet oder ich weiß dort, ich habe es am weiten Band, dort gibt einen Gott und ich habe mich bekehrt. Aber mein Leben hat sich noch nicht verändert. Ich sehe noch Kraxe geblieben. Da meint das so viel, mir fehlt diese tiefe Beziehung mit Gott. Mir fehlt diese tiefe Liebe von Gott, wo ich jeder Tag leben kann. Gott ist ein Gott, der will uns begegnen aus Voda, Leiber Voda von jeder Tag. Dort hat so viel. Wenn ich jeder Tag von Gott gefällt möchte sein, dann ist das so Gott, mein Leben ist wirklich die. Du bist mein Zentrum. Und das ist so, als wenn ich eine Begegnung mit Gott habe, aber das ist nicht bloß einmal. Ich will immer in der Liebe Gottes bleiben. Mein Leben verändert so weit, dass Gottes Liebe Nummer 1 für mein Leben ist. Dass Gottes Liebe mein Zentrum ist. Dann ist nicht ich hier allein wichtig, oder ich habe kaltes Wunder, sondern ich sage Gott, mein Leben, das tue ich ganz und das heute nicht. Was passiert, wenn das Kopf voll heute ist? So, die sitzt dort vielleicht nicht ganz klar, aber die hast es vielleicht gehört. Das Kopf, das fällt ganz nah. Das fällt nah und das ist rundherum heit. Wenn ich nicht das Kopf, ich kann das nicht mal nehmen. Da hat so viel Defin, die kann uns nicht so leicht angreifen. Wir sind angedockt an die Gegenwart Gottes. Wir sind angedockt an die Life vom Voda. Und wir sind dort ben. Und das Kopf, das ist voll. Das Kopf selbst wird heit. Das Glas selbst wird heit. Da meint so viel ans Körper, dort brennt für Jesus. Dort lebt für Gott aus Voda. Und da möchte ich von dir, die Mut mir an, haben eine Begegnung mit Gott aus Leiber Voda.
Gott läuft die, Gott verjeft die. En ik wil luta, weil ik nennen kann, was das Jesus und was das der Heilige ist. Aber für dich ist das wichtig, nicht bloß gerutsbekehrt zu sein. Vielleicht ist deine Situation so. Vielleicht willst du die Lade am Jesus liegen. Dann möchte ich, dass du für dich mit mir mitbeten musst. Vater im Himmel, ich sei dir Dankeschön für deine Liebe, dass du als Vater, lieber Vater für mich da sein musst. Dass du die jagst für mich und dass du mich liebst. Ich gebe mein Leben nie an für dich. Ich mache eine neue Entscheidung von dir. Ich will eine Beziehung mit dir. Ich will die begegnen. Ich will die leiden, Vater. Ich will deine Liebe wirklich kennenlernen. In Jesus sein Namen. Amen. Lieber Zuhörer, ich möchte die zwei Dinge mitgeben. Als erstes ist, sieh Gottes Liebe. Red mit ihm. Red Gott einfach aus deinem Leiber Vater an, nicht aus deinem fleischlichen Vater, nicht mit fleischlichen Leib. Seite Gott, fäll mich ab mit dem wahren Leib. Red mit Gott, sieh Gott. Vielleicht ist dir das am Anfang schwer, aber ein Schritt nach dem anderen, und die wird das leichter und leichter und leichter werden. Und Gott wird dich begegnen, wenn du arm siehst, wenn du arm freist. Im täglichen Tun wird immer die das, in die Kirche schaffen, mit den Kindern taub sein, in deine Arbeit, und was immer deine Verantwortung ist. Gottes Leib ist allerweil, und du kannst allerweil mit ihm reden. Mag Gott die segnen. Und wenn du Frauen hast oder du brauchst Jebäd, du kannst mir sehr hier schreiben.